Toop Sinje, welkom zum Programm. Toop Sinje, wie vrij ons dat du erbij was. Wie vrij ons dat we kunnen hier zijn, nee? Ja, bij jou. So, die moet allemaal jou zijn. Nee, die wel al hier. So, we hadden een schöne tijd gehad op beim Eiven. En so, we mochten nu dit met jullie delen. En singt einfach mit. Von der aus, wie so Akustiko das Ganze. Nicht, wir haben nicht Drums, wir haben Cajon. Wir haben da Benny, was uns helfen das. Und dankeschön Benny dafür. So, und wir singen von der mit aller Gospel-Leute. So, die wirst du leicht mit singen können. Singt mit uns. Du hast keine Mutter, Vater, Schwester, Brüder. Deuse läuft, dass Jesus kommt. Seine läuft, der Wiese gröt. Häufig geht von sein Blut. Heu stark vom Kriegsbeholer Mond. Seine läuft, was ne Gröte läuft. In der Ecke auf nur die in mir. Seine läuft, was ne Wolke läuft. Emma jagt bei uns der Regen frei. Jesus gleicht die Kenia, Ricka Oma Blinja, alla sind am Säuer viel Weg. Heu wird uns nicht verloren, doch hab euch uns versprochen, heu ist mit uns alle Krieg. Sieh den Leu, was den Gröte Leu, in der Ecke auf nur die in mir. Sieh den Leu, was die Wolke läuft, einmal jagt bei uns der Regen frei. Sieh den Leu, was ne Gröte läuft, in der Ecke auf nur die in mir. Sieh den Leu, was die Wolke läuft, einmal jagt bei uns der Regen frei. Sieh den Leu, was ne Gröte läuft, in der Ecke auf nur die in mir. Sieh den Leu, was die Wolke läuft, einmal jagt bei uns der Regen frei. Einmal jagt bei uns der Regen frei. Het zie bloos ein armer Pilger, der sich diese Welt voll Sinn, mit mir reut für den scheinen Himmel, mit der Säule Toop durch sein. Oh, wann der Säule gonen an, jo, wann der gonen Himmel an, oh, dann ballet du auch seinen, wann der gonen Himmel an. Bloß noch ein paar Dürten kämpfen, diese Reise ist Meister eng. Dann wird Jesus mir glauben, in den scheinen Himmel an. Oh, wann der Säule gonen an, jo, wann der gonen Himmel an. Oh, dann ballet du auch seinen, wann der gonen Himmel an. Dus nu steht bei uns im Himmel, wenn wir folgen Bett um
Wir hören uns nu die Geschichte von Norbert an, eine kleine Geschichte, und dann nachher sind wir wieder. Lieve Sinje, ik freue mich, dass die waren dabei sind. Ich mag von mit dem Psalm 23, was ich vielleicht mal anfange, wieder merke. Nicht stahl die dann mal ein paar Frauen. Vielleicht hast du nicht 2 Wochen Zeit gehabt, der war nur denke. Ich mag die Frau waren holen. Die erste Frau, wie kennst du persönlich diesen Hirte, von dem was der Psalm 23 redet? Das Hirte, was eine ganz enge Beziehung macht mit die Hand. Der wird alle Wege macht, mit die Ramgone, der die Lade macht. Und zweitens, beste sein Schubje, was er sich da markiert, an hat die reibt. Mit dieser Frau hier, da ich fähig mal ab. Ich möchte gerade wieder merken. Ich möchte von der, diesen letzten Teil vom Psalm 23 mit einem Weg vergleichen. Von dem Moment, wo wir geboren wurden, gehen wir auf einem Weg. Tun euch verschiedenste Wege. Das bedeutet nicht, dass mein Weg besser ist als deiner, oder deiner besser als meiner. Aber wir gehen auf Weg. Und das sagt du im Psalm 23, das geht mir einmal bei dunkle Täler vorbei. Also bei tiefe Sachen damals, wo das Psalm geschrieben wird. Und so haben wir in unserem Leben Sachen, die uns bedreht. Sachen, die uns schwer merken, womit wir uns rumschlafen, womit wir uns rumtausend. Wir kennen das nicht allein. Und der Hirte damals, der hat einen Stock, auch einen Stecken, das wie ein kalter Knäppel. Das Stock, der braucht immer war, der Schubjes antaxe, wenn der Schubjes soll dich da wie arm sein. Das ist einfach so eine Schub, der wäre so einkoppig. Der musste im Stock umdrehen. Und der musste mit diesem Gerät, der wird in den Gebirgen krumm wie, mit dem Geneig packen, und Schub ist sehr empfindlich im Geneig, und der Tretrate. War ab dem rechten Weg. Und für die Orthodoxe, wie macht es sehr gern, welche Perwe nicht richtig wie dem Hirte zu sein. Wir feilen uns vielleicht wie Jesus Geld, aber wir möchten für Sachen mit uns nehmen, was wie ganz nehmen, was ihm nicht gefällt. Was ihm nicht gefällt. Dann muss Jesus uns mal anklappen, vielleicht auch andere Menschen. Er hat echt eine Predigt, eine Geschichte. Das trägt für nicht her. Für muss uns nicht packen, um uns an seine Bohnen zu kriegen. Und wenn wir dann ein bisschen überlegen, uns hat das mal wahrscheinlich wie haben. Durch wir uns sicher sperren, durch wir Frieden haben, durch wir Barriere sind. Und wir brauchen nicht Angst haben, dass wir einmal an Jan Leuten Grube waren anrutschen, wo dann vielleicht leer sind, der Schub ihre Zeit an, und dann du mochte abfritten. Wieder sagt er, wenn er dann das frische Fleisch hat, an diesen düsteren Bach, wo er uns gelehrt hat. Der erste abgeordnete Hirte hat wir die Wiese von all das Jafgekrüt Fried zu merken. Also Jesus, der lässt uns für Situationen erleben, für unsere Feinde, für unsere Menschen, die uns nicht gleichen. Wir haben alle bestimmt jener. Vielleicht, weil die Kumpel an der Schule gleich haben, dass du nicht merkst. Der freut sich gleich dazu. Aber Jesus lässt für Dinge passieren, der merkt, das ist ein Weg up. Wo andere einfach sagen, wow, das ist der Haft etwas Besonderes. Das ist der jetzt nicht die. Und so wie das damals auch. Der Schub, der musste ein bisschen warten, dass sie sozusagen das frische Fleisch können fressen, dass sie sich nicht auf einmal verjäften brauchten. Dann kommt der Psalmist, der David, den Schluss von diesem Psalm so weit, hat er überlegt, was das passiert, was von der gefährlichen Weg ging, damals auch König Saul, der verfällt am, der mir wohl am einmal dort merken. Dann kommt er bei dem Moment und sagt, hier mag ich einmal bleiben. Hier fährt Jesus in den Feind, hier bei Jesus. Wie diesen gelben Hirte, der am ihm nur mit kann. Wie dem wohl er einmal sein, und du wie er sich sicher, du wie er Barriere. Und du wirst er sich auch für seine Feinde, wo Tag für Tag am Prüfde Troubles zu merken, du kannst zurückkommen. Und das kann wir auch. Wir können
in onze hektik, wo wir verken met leven. Van Samarius wat zu uns dragverken. Meest niet mal danach aufschalten können. Durch wie naar Jesus kommen. Und wie arm. Sicher sein. Da wünsche ich dir, als du in einer Schule bist, oder als du nicht mehr der Schule ist, was immer du das. Dass du mit allem, was du kannst, nicht dich hast. Wenn Jesus sagt im Neuen Testament, Schub ohne eine Hirten, die sind verbiestert. Der weiß über die Hand ran soll. Der Schub brücke einen Führer. Und so brücke du und ich auch jemand, der uns bei der Hand nimmt und immer weiter begleitet hat. Ich möchte noch mal die Tag beten. Lieber Jesus, danke, dass du mein Hirte bist. Danke, dass du von uns allen der Hirte sein bist. Und Dankeschön, dass wir deine Schubkinder sind. Jesus, help uns Tag für Tag deine Stimme kennen zu lernen, dass wir deine Stimme hören, wenn du uns rebst, wenn du uns sagst, der dit, der dort. Dass viele Kinder, was nicht zu hartje, was zu tjetje, dass ich kenne, die aus ihren persönlichen Heiland und Herrn annehme. In die Namen Jesus. Amen. Singt von Jesus seine Juden Leib, singt von sein Erbarmen in sein Fried. An dem scheinen Himmel boven, merkt heut für uns ne steht. Wie Jesus am Himmel, overschein, overheilig wird das sein. Man wie Jesus durch seine, wer früher wie immer sein. Willst wie hier auf Erden noch leben, kommen Wolken jeder Tag. Oberwandert es als Silber, sende Sorgen alle weich. Du wie Jesus am Himmel, overschein, overheilig wird das sein. Man wie Jesus durch seinen, befreit wie immer sein. Låt oss samma tro am Deinen, am Vertrauen alle Tid. Am Himmel dort seinen, merkt vet alles wird. Du wie Jesus im Himmel, overschein, overheilig wird das sein. Man wie Jesus durch seinen, befreit wie immer sein. Wer weiß nicht, das Ziel ist für uns, Bild nimmt heu uns wie der Hund. Euer Bild wird heu uns reiben, nur das ewige Himmelsland. Du wie Jesus im Himmel, overschein, overheilig wird das sein. Wann wie Jesus durch seinen, befreit wie immer sein. Wann wie Jesus durch seinen, befreit wie immer sein. Ja, lieve toehoorders, ik vreem me dat ik daar vandaag met jullie heb over het woord Gottes nadenken. Ik vreem me ook voor de wunderbare band die zo smak gezongen heeft en zingen deed. En ik kan zetten en me daarvan afvallen laten en ermuitigen laten en God nodig komen. Ik leef immer zo'n smakke leider die zijn deine doet dat we nodig naar Gottes herrlichkeit komen en reid zijn om te horen wat God ons reden wil. So habe ich von dir auch das Thema gestellt, Vertrauen und Gehorsam an Gott lohnt sich. Das Vertrauen
in der Gehorsam, nur Gott, dort lernt sich. Und dann, in was für eine Situation, eine ist, immer weiter als du zu schaffen. Wenn ich mit Menschen rede, die ein Suchtproblem haben, oder ein Problem haben, wo er nicht mehr fertig wird, dann lernt sich dort, auf Gott zu vertrauen, in dem Gehorsam zu leisten. Oder wenn er ein Eheproblem hat, oder wenn er eine Krankheit hat, oder wenn er ein Geldproblem hat, dann lernt sich immer weiter, Gott zu vertrauen, in dem Gehorsam zu leisten. Und du möchte ich die all zum Antritt, zu anladen, dort. Weil wir beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein großartiger, wunderbarer Gott bist. Und ich danke dir auch, dass hier Sinne-Herrscher und Täter im YouTube sind. Vater im Himmel, magst du in jeden einen in den Hort umarmen, magst du ihn in den Arms nehmen, magst du ihn fallen mit den hellen Jäs, magst du das Himmelfenster aufmerken, in denen sehen, ob am raufschaden, und am Kraft und Mut geben, ob die zu vertrauen, in Reut zu sein, die zu herrschen, was immer du auch wirst. Dort lernt sich. Wir danken dir, Gott, dafür. In Jesu Namen, fällt uns mit den hellen Jäs. Amen. In Habakkuk, Kapitel 2, Vers 4 sagt dort, wer sich selbst was meint, steht im Hort nicht recht. Und wer recht handelt, wird leben, weil soll sich an Gott hölle det. Wer sich selbst was meint, wer selbst gerät von sich herredet, und so jeder immer weiter von sich poche, der steht im Hort nicht recht, sagt Habakkuk 2, Vers 4. Und wer recht handelt, wird leben will, soll sich an Gott hölle det. Und dort ist was Wunderbares. Sie legt erst dort, und sie dicht Toop erst dort, zu vertuschen, wo ich zu viel von mir höll, und in gesundet Selbstwert gefallen. Nicht zu sagen, als sie wunderbar gemacht, als sie Geld und Schmack, Gott hat mich perfekt gemacht. So, ich habe nichts zu schlimmer an mich. Gott ist einfach genial mit der Schöpfung, dass er mit mir gearbeitet hat. Das ist noch nicht von Stolz, sondern das ist wahre damit, wenn ich sagen kann, ich sie wunderbar von Gott gemerkt, und ich liebe Gott, und Gott liebt mich, und ich sie dankbar dafür. Aber wenn ich nicht sage, ich habe das in Kontrolle. Maria und Eva Maria, weil ich das und ja, und dann will ich dort. Dann fange ich an mich selbst zu glauben. Und die Bibel sagt, du weißt nicht, was Maria ist. Mit Gottes Hilfe, ja, wie doch verweichen können. So in Jesaja 48, Vers 22 sagt das, aber die wollen mir nicht gehorsam sind, wollen nicht zufrieden sein, sagt der Herr. Sondern was mir nicht gehorsam sind, wollen nicht zufrieden sein. Und wollen auch nicht zufrieden waren. Haben immer zu Grund sind, immer zu schlimm. Dass wir ein von den 5 Sünden, was Israel begeht, dass sie nicht in das verheißene Kanaan kommen können, dass wir das gnarren, dass wir das murren, dass wir das schlimmen. Meine Frau, es wird fatal wie jeder von anderen Menschen. Fatal wie jeder wieder von was andere Menschen, wo der Erfolg haben, wo das Geld sitzt, oder was der Schmack getan hat. Und habe ich Trouble, dass ich mein Hort zu sehr an mich läuft, und was ich immer weiter vergleiche, und der Vergleich, wenn ich anfange zu vergleichen, dann stirbt auch sehr schwinde Frieden. Ich habe mit euch gesagt, was allert den Auto am schwinsten. Das ist für nicht mal ein Accidente. Das ist für nicht mal sein, was im Auto twechelt, sondern das ist noch mal bloß, wenn die nur sich in ihrem Modell schafft, dem was nicht Geld in Stunde kostet. Und so kann das auch mit dem Telefon sein, lieber Jugendlicher. Wenn dein Freund, oder wenn dem, was dir nicht Geld in Stunde kostet, wenn der sich in ihrem Modell Telefon schreibt, dann bleibst du futz, dass dein Telefon ist nicht mehr Fan. Ich sehe gestern noch, wenn es das im Regen wird, wie das der Kreis Reh hatte, dann eine lange Dreh. Dann sehe ich, ja, aber wir können nicht bloß alle dankbar sein. Wir haben alle Masse Männer über eine Millimeter geschrien. Wir haben eine große Fläche, die selbst im Mord rein geschrien. Aber so schön sitzt du, wenn du gleich bist für die 15 Millimeter, dann hörst du dort 50 Kilometer wieder, du hast Tage nicht. Dann musst du abpassen, dass die 15 Millimeter nicht in der Luft verschwinden. Wenn du anfängst zu vergleichen. Und so sagt dort hier, wenn du nicht gehorsam sind,
Die haben seine Sache immer weiter uitgenutzen. Die haben immer weiter seine Sache te genaren und immer weiter fingen die nicht der volle Frieden. Und in ein sehr starker Punkt, wo du dann zum Vorschein kommst, die Menschen haben dann auch sehr schwer schlechte zu vertalen. Die reden schlecht über den Lehrer, die reden schlecht über die anderen, die reden irgendwo haben die was Schlechtes zu finden. Trotzdem, wenn über die Schleiche redet wird, lieber Tavira, hast du 3 Gründe, glücklich zu sein. Der erste Grund, warum du glücklich sein kannst, wenn du schlecht in die Rede redest, die Bibel sagt, wir sind der Preisbohnen und wir rennen am de Kruin. Und wenn du hier in die Rede redest, kannst du glücklich sein, dass du bist noch fertig mit dem Boden. Zweiter Grund, warum du kannst glücklich sein, ist, du kannst dir beitragen, dass Jana sich besser fühlt. Ein dritter Grund, du kannst glücklich sein, wenn über die Schleiche redet wird, dann weißt du bist noch am Leben. Wenn du gestorben bist, verteilst du die gute Sache bloß wieder. Solange es schlecht redet, dann weißt du das noch wird. So, und wer Gott gehorsam ist, der wird zufrieden sein. Der findet es in Frieden bei Gott. Auch in die ratste Not. Und wann der unzufrieden ist, oder wann der in der Not sperrt, dann sagt der Gott, ich weiß dort, wir machen in einem Krankenhaus, wir haben eine Konsulte, wir haben kein Geld, und der wird uns Medizin verschrieben, und von wo soll wir Geld reden? Wie will ab die vertrauen Gott, und wie vertrauen ab die? Ja, das ist bei uns persönlich passiert. Und als wir dann in Haus kamen, dann schrieben andere, was der? Na, wel krijgt, seht je, wir uns wat Geld leten Medizin hebben. Nou, wat voor een Medizin brauchst? Wir hadden te keinem davon geredet. Wir hadden te keinem davon geredet. Als ik mijn laatste bottle Bayer gehield had, als ik abgehield had, en ik mijn hein abgehoven had en zei, Gott, nu heb ik mijn deel gedaan, nu brauch ik die help. En vertrouwd op hem. En bij wij later weet een lot te een onkas, bij mensen wat dat niet wisten, wat ik abgehield had. En dan kwam er dan met de Gläser Bayer, das ist echt schön mit Eis. Und ich bete Gott, bitte halt mich nicht zu sein, Gott, bitte halt mich nicht zu sein. Ich sehe noch schlimm. Dann sage ich dem Sinje früh, der trinkt nicht mehr. Wirklich, fragt das Mann? No. So, das lohnt sich in jeder Kleinigkeit, Gott zu vertrauen. Aber dort muss wir Gott gehorsam sein. Um die Entscheidung zu treffen, hängt das nicht bloß von Janka auf, sondern ich muss wählen und noch tun. Römer 1, Vers 16 sagt, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium von Jesus Christus. Wenn es dort ist, Gott seine Kraft. Gott sein Evangelium, dort ist Gott seine Kraft. Und ich schäme mich nicht mit dir. Gott ist großartig. Du hast, lieber Teure, du hast nichts zu verspielen, wenn du dein Leben Gott anvertraust. Du hast nichts zu verspielen, wenn du auf Gott vertraust und dem gehorsam bist. Du brauchst niemals Angst haben, dass du die Freiheit, die du nu hast, verlieren musst oder aufleihen musst. Und wenn Gott nicht den Wille erfüllt, dass du das gewünscht hast, in Sprüche sagt die Bibel, dort, wo Gott ist gerecht, wo auf Gott vertraut, wo der sich wünscht, dort wird ihm erfüllt. Wo der Brücke, dort wird er erfüllt. Aber die Angst, wofür der Gottleser, wo der für Angst hat, dort wird ihm auch überkommen. Habe ich auch genug Erfahrungen in dem Bereich in meinem Leben gemerkt. Und das passiert auch so. Und manchmal passieren Sachen nicht, es ist kurz einer zu mir sagt, wenn unsere Gemeinde von Krankenbett, dann stofft der Messfuß. Als dann fehlt mit Jünt zu arbeiten, mit Jünt Leder fehlt zu arbeiten. Wo ist Jünt Gott vertrauen? Als meine Frau nu. Wo ist dort Gott vertrauen? Wenn der Mensch, wenn der Kranker ist, nur was für ihr Bett und der stirbt, ist dort Gott zu ihr. Aber wenn der gesund wird, ist dort auch Gott zu ihr. Aber wir können nun nicht sagen, wenn der für den Bett, der stirbt, selbst so futz. Da mal ein Prediger zu mir sagt, ich habe 3 kranke Personen gebeten und die sind alle gestorben. So, er hilft mir, das Bild zu nennen.
In der Zeit wie ein Samterstudent. Dann sagt er, ja, für mich den Bild nehmen, das lohnt sich nicht für Kranke. Ich tue das nicht mehr, ich sterbe sowieso. Sie sind Vertrauen in Gott in dem Bereich. In meinem Verständnis nur wird letztes Null. 1. Korinther 1, Vers 18 sagt, für die verloren gehen, ist das Wort vom Kreuz, wo nicht von Jesus Christus redet, von der Kraft, was Gott besetzt hat. Erst für die, was verloren gehen, so ist Ansehen, so ist Mehl, so ist Prall, so ist Zeitverlust. Ich hoffe, dass die Leute hier unterstützt. Und wenn du sie denkst, dass du nicht im Sinn findest in Gottes Wort, dann leid ihr etwas Neues und seid Jesus. Ich will den Wort verstehen. Ich habe das nu aus Ansehen gesagt, ich kann das nicht verstehen. Mir hat das durch im Ohren, wenn ich die Bibel teile, dann habe ich das vergessen. Dann bete ich für Jesus, schnei die für Jesus. Und sagt Jesus, ich werde mein Leben. Halt mir den Wort zu verstehen, ich will die herrschen. Ich will auf die vertrauen. Du rebst das an. Aber für uns, die wir selig waren, sagt der Text wieder in 1. Korinther, für uns, die wir selig waren, ist dort eine Gotteskraft. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemerkt, was meint das? Was meint das Wort vom Kreuz als ein Anstoß? Also dort, was Jesus sagt, in dem Kreuz, vor der Verjährung, sie wollten nicht, was sie tun. Aber ich mit Dolsaden studiert und blättern in der Bibel und bet, dann kommt das Futsal am Anfang bei der Schöpfung, wo Gott sei und Gott sprach. Und das Sprechen, das erklärt uns in Johannes Kapitel 1, Evangelium. Am Anfang wird das Wort wie bei Gott und Gott wird das Wort. Und alles, was geschaffen wird, das wird durch Arm geschaffen. Also Jesus wird bei der Schöpfung ganz aktiv. Und wie er sagt, dass all die, was an dem Glauben und ab dem Vertrauen kriegen, dort reicht. Kriegen dort reicht. Waren nicht automatisch Kinder Gottes, sondern kriegen dort reicht, Kinder Gottes zu sein. Da kommt das Leib, was war, ab die Entscheidung drauf an. Beste dort. Beste dort. Die kostet. Wir kriegen alle dort reicht, die wir an Jesus Christus glauben, dass er Gottes Sohn ist, ans Leben geben, und so wo wir Kinder Gottes. Und dann fängt das Leben schmacker an. Und wenn wir Troubles, Schwierigkeiten begegnen, dann können wir dort mit Gott haben. Und wir können die auch schwere Zeiten mit innerlicher Friede und Friede überwinden. In Römer Kapitel 1, Vers 17 sagt, dort wisst uns, wer Gott uns durch den Glauben gerecht macht. Und wer der Glaube immer teilnimmt, so aus geschrieben steht. Und wenn wir diesem Glauben wollen Wasser in uns, dann müssen wir aktiv werden. Dann müssen wir aktiv werden und wir können auch riskieren, das ist Petrus. Petrus wird der einzige von seinen 12, von Jesus seinen 12 ersten Gemeindegliedern, was 3 Jahre intensiv von Jesus lehren dort in Kirche dort. Sie sagen in Herde, sagt die Bibel immer weiter, sie sagen in Herde, dass Gottes Sohn wird. Und Petrus wird der einzige, was dort riskiert, am Wutter zu gehen. Für selbst dabei auch meist. Und seine Kompaneros, der andere auf, der haben sich vielleicht gelacht, der hat ihm vielleicht geschollen. Was er die Dummheit wird noch mehr versuchen. Aber er wird der Einzige, was im Glauben in dem Bereich wassen kann. Und er ging bloß ohne, wenn es aus der Stadt ja Wind kam, und er sehen Blick von Jesus wegtreten, ab das Problem leint gedeiht. Das Problem leint am auf. Die Schwierigkeit leint am einen Moment von Jesus auf. Und das ist immer weiter, weil das nicht vorsehen, wenn wir in Situationen kommen, wo es schwer sind, oder irgend ein Problem, dann ist das sehr Völker an sich vor, dass wir entweder wollen Gott beschuldigen, oder wir
fangen uns an, auf die Probleme zu konzentrieren. Und so viel habe ich das erlebt, wenn die Probleme ist, weil ihr im Kopf kommen, dann trage ich mich drin und fange an, Tide in der Bibel zu studieren, zu beten. Und immer weiter und immer weiter. Eine Zeit lang zu starten, aber einmal schien, dass sie die Probleme an sich selbst, Fehler an sich selbst geleistet. Wenn das ist so fähig, dass einer kann nicht mehr durchsaten und sich Zeit nehmen, in der Bibel zu studieren, wenn so viele Aktivitäten da sind, dann sich durchsaten und sich Zeit nehmen für Gott. Für den Satan ist das bloß interessant, wenn er uns beschäftigen kann. Meier braucht er nicht. Wenn er uns beschäftigen kann, dass wir nicht Zeit haben, dann haben wir dort erlebt, was er macht. Und mir ist das auch passiert. Gejeft und gejeft und gejeft und nicht teilgenommen. So ich komme so ein, ich will so ein, dass ich fuhr, vielleicht de Gas im Auto und hier, ja, nee, sei alles auf, nee, ja, nee. Aber dass ich an mich können kommen und sagen, Gott, im Namen Jesus, so tun fort hier von mir. Das hat er wieder Kampf über. Und dann war da Jesus der Linie geben, was ich selbst eine Zeit lang übernommen hat. Das Jesus, das Gott, zu vertrauen und gehorsam zu sein, lernt sich. Prüft das. Gott raubt Abraham aus einer ganz spezifischen Situation raus. Der Herr sagt zu Abraham, verlass dein Land, dein Leid und dein Vater, sein Haus, und go nach ein Land, dort ich die Wiese war. Ich war von die ein großes Volk merken und ich war die Seine. Ich war den Namen weit bekannt merken und du warst ein Sehensanner. Ich war die Seine, die Seine. Und ich war ein Fluch ab die brengen, der ein Fluch ab die brengen. Und durch die waren alle Felder bei ihr gesehen worden. Durch die Abraham waren alle Felder bei ihr gesehen worden. Und das Abraham, wie Gott gehorsam. Er ging in das fremde Land. Und sein Neffe kam mit am Lot. Und Lot had die Gelegenheit, mit seinem Mann Gottes mitzugehen. Und als sie dort an der Stadt ankamen, eins sieht steinerig und das andere sieht eine ferne, reine Fläche, dann hier wie du von Abraham, wo hat sein Neffe sagt, Lot, wenn sie weißt du das Land, oder weißt du das Steinige, oder weißt du das Gereine. Und das Vertrauen, was Abraham in Gott hat, das, was er dem riskiert hat, hier auf Gott, wo Gott ihm geschickt hat, er soll sich vermehren, gibt er dem durch, die Möglichkeit, dass er sich kann dem Lot. Und Lot wählt sich logischerweise der Gereine sieht. Und er hat auf das Gebirge. Dann fuhr wir in Städte 3 dort, meine Freunde, ich rede über das damit, was Abraham da hat. Und dann sagte meine Frau, diese Haltung möchte ich auch haben. Diese Haltung, was Abraham hat, die möchte ich auch haben. Dass ich dem Nächsten wirklich kann, das Beste gerne. Und wir fuhren so die Viehwerens verleihen, die Siegerens dem Asphalt verleihen. Und dann sah ich im Spiel, mir wollte einer vorbeifahren. So, ich kleine schon ein bisschen, dann leite ich dem vorbei. Und der fuhr vor mir. Und das fehlt dann noch was Kilometer, dann will ich auftreiben, irgendwann hin. Und ich dachte bloß auch so, der würde selbst gehen fahren, weil wo ich. Und wir reden das von Abraham. Und das Mensch fuhr vor mir. Und ich will meistens durch dem irgendwann rauffahren. Und dann leite ich mit noch an, ja, für Gas. Der will ich vorbeifahren, wenn ich will nicht die ganze Weile im Stoff fahren. Und dann wegen mit, da sei er im Schwung, mit einmal sage ich, hier, mir soll der Entrada, und dann bremse ich, dann fuhr ich aber mein Kindern ab. Wenn ich nicht kann mit der Geschwindigkeit am Eid drehen, der andere, der kam hinter mir und fuhr da langsamer am Eid, und ich fuhr hinter dem im Stoff.
Dan voelt het eerste, Gott, du hast mir hier gründlich eine Mühe gedreht. Das ist ja kurz an für unsere Haltung. Aber für mich wird das eine ganz klare Lehre, was Gott mir da wissen will. Was ist das doch? Und das ist so hastig, dass der eile Adam war der uitlaten will. Maar wir immer weiter mit unserer Haltung arbeiten. Aber das, was Abraham dort deed, das Vertrauen auf Gott, der kann auch auf das steinige Land, kann der das Beste machen. Das Wichtigste ist, dass Gott sein Hirte ist. Dass Gott mein Herr ist. Dass Gott ihm die Verheißung gegeben hat, dass er ihm segnen wird. Und das ist Segnung, glaube ich, Herr, der hast du auch gekriegt von Gott. Wenn du die entscheidet ist, Gott zu herrschen, ihm zu vertrauen, in dem Glauben kannst du praktizieren, dass du stolz wird. Du kannst riskieren, so ist Petrus der Teil am Mutter gehen, du kannst Gott im Vertrauen, für das danken, was du die Wünsche ist, als wann das all du es sagt, das ist Glaube. Und mit eurer Hand die Menschen gesagt, ist das richtig, wenn wir Menschen gesund werden? Ich drehe den Satz ein klein bisschen an. Dort ist richtig, dort wir für Kranke um Gesundheit beten. Auch im Vertrauen zu Gott. Und auch danke für das, was er dein Wort. Und wir brauchen vielleicht solche nicht unbedingt sagen, Herr, wenn das dein Wille ist. Herr, wenn das dein Wille ist, lass es ihm gesund werden. Sondern du hast solche eine Möglichkeit, dass ich meinen Zweifel da verstehe. Gott sagt, Lazarus, komm raus. Petrus sagt, steh ab und go. Jesus sagt, du warst seine. Und Jesus sagt zu uns, die waren noch gerade Dinge denn. Und dann kommt da ein Beispiel in der Bibel, wo das Sehen soll angetast werden. Und ich habe jetzt das Beispiel von Lot. Lot und Abraham. Und ich habe das zwischen deren Nachkommenschaft. Die haben das ein Problem. Zwischen den Moabiter und den Israeliten. Der Moabiter, das wäre Lot, als seine frühe Star wäre, der hat 2 Töchter, der besäubte ihren Vater mit Alkohol und lädt sich da an, und das gibt 2 Jungs, die da ein Jung. Und Moab, das wäre der Jung von der ältesten Tochter, das wäre ein Hurricane. Das gibt der Moabiter. Und die Israeliten kamen nu zurück und hadden da Feldjahr angelegt, und nu wären sie in der Wiese von den Moabiter. Und der Balak, der hat Angst. Er wusste das, was die Israeliten deuten. Und Balak wird ja nicht von den Moabiter. Dort wird Freundschaft, Verwandtschaft. Noch lange Zeit wird dort Verwandtschaft mit den Israeliten. Und dann schickt der Bote, deiner von Sinje nicht. Sie sollen in eine andere Gegend gehen, 20 Diagonen einzuführen, und du wie ein Wahrsager. Man kann auch sagen, ein Hexer. Oder ein Schaman. Oder einer, der mit der Magia Blanca und Magia Negra arbeitet. Sie wussten das ganz genau, dass dem Biliam sein wird, sehr viel zu sagen hat. Und dann schickt der Botschafter nach Biliam und sagt, Biliam, komm hierhin, du sollst das Volk Israel verfluchen. Wir haben Angst, wir haben nicht die Macht, gegen den zu kämpfen, du sollst den verfluchen. Und dann hoffen wir, dass wir in den Gewahne waren zurück. Und Biliam war das. Biliam sagt, lass mir eine nachschlupen, mal sehen, was Gott mir sagt. Und wir wollten, dass die Israeliten in die Sehende fallt werden. Dann sagt Gott zu Biliam der Nacht, go nicht durchhaben. Go nicht durchhaben. Mein Fall darfst du nicht antasten. Und dann gehen diese deiner 3 nach Balak, nach dem König von der Moabiter. Und sage dem dort, Biliam sagt, hey, er wird nicht kommen. Dann schickt Balak frische von Sinje und auch von dem Medianiter-Typ, schickt er dort an und sagt, Biliam, komm hierhin. Und du kannst die Wünsche, was du willst, ich will dir das geben. Ich will dir hier ehren. Und du wirst zufrieden sein, du wirst so viel kriegen, du wirst damit zufrieden sein. Du kannst glücklich sein. Ich ist ja nicht, kann die beschenken mit dort, was ich will. Und dort kannst du die Wünsche, dort, was du willst. Also, das geht dem Biliam weiter. Dann danke dem das weiter.
Als de tweede aangebod kwam. En dan sagt Biliam, laat mir eine Nacht schlupen. Mal sehen, was Gott mir sagen wird. Das wäre überhaupt nicht nötig, dass Biliam Gott noch einmal fragt. Aber Biliam ähnelt das sehr viele von uns Menschen. Wir haben einmal gehört, dass das erst nicht Sinn. Und dann frage ich Gott irgendwann, wenn mir das anders passt, die Gott, kijk je mal, das in dieser Situation sehe. Kann ich das nicht doch vergeut? Kostet das nicht doch vergeut heute? Gott wird dull. Aber er sagt, go. Go du hin. Aber du wirst nicht dort sein, was du wirst. Du wirst dort sein, was ich will. Und das ist mir da sehr interessant. Was Gott da mit dem Biliam tut. Biliam, seine Rede hat Macht. Die Rede, lieber Teure, hat viel Macht. Wenn du einen Mensch sehst, dann ist er sehen. Und wenn du einen Mensch fluchen ist, dann ist er geflucht. Unsere Rede hat sehr viel Macht. Viel mehr, als wir uns vorstellen. Und so wird es auch mit diesem Biliam. So dann sagt er, dass er wird mitkommen. Er geht dann heran. Er geht nach diesem Balak. Und als Balak dort antwortet, dass Biliam kommt, dann geht er dem Schwinden gehen. Er steht ab und geht ihm gehen. Bad an der Grenze, bad wo Balak sein Territorium, sein Land redet hat. Bad du auf der Grenze geht er dem gehen. Dann sagt er, fern, dass du gekommen bist. Fern, dass du gekommen bist und ich wollte hier ehren. Bloß du sagst, das israelitische Volk fluchen. Damit erhofft mir, dass ich in dem Kampf gewinnen will. Und dann sagt Biliam, ich kann nicht gegen das Volk Gottes was sagen. Ich mag dort sagen, was Gott sagt. Biliam sagt du, ich mag dort sagen, was mein Gott und er Gott sagt. Auch in diesem Fall der Biliam wird nicht ein Mensch von dem israelitischen Volk, wird nicht ein Mann Gottes wie. Er kann dort, dass das Gott, der hat die Kontrolle. Und da muss ich die Leute hier auch darüber. Diese Situation, als nu gut oder schlecht, ist niemals geraten oder schlechter, dass er nicht in Gottes Kontrolle ist. Gott hat dort in Kontrolle. Und er hat alles in Kontrolle. Auch der geratste Feind, sagt die Grenze, wenn die Welle über Gottes Volk wird tun. Vor Jahren, als ich einen Konflikt hat, und als ich in diesem Sinn wohne und ein Problem hat, was mir ein Problem gegeben hat mit dem Volk, ohne dass er wollte, dass das so schlimm wäre, hatte ich einen Kranzmann an mir und der verfluchte mich. Und so sagte er mir, bijna 3 Jahre was Tinerichting haben, bijna 10 Jahre was ein Accident haben in der Stadt, vor sie wieder. Und dass wir, wenn es ein Hund dort fahren, was ich nicht will, nicht mehr fliegt hat, und danach fährt eine kranke Katze geschielt. Und was passiert? Die wird mich fluchen. Ich sage, im Namen Jesus, ich will mich alle kontrollieren, mir wird nichts von das passieren. Aber die sind da. Und was passiert? Das wird mich fluchen. Starb bei ein paar Monaten, kreuze aus der Hund. Der Hund, den wird über mich schon eingefahren, ohne zu wollen, nicht mehr fliegt. Das junge Mann, mit 28 Jahren, fällt ein dritter Sturm ab dem ersten Teil ab und überlebt das nicht beim Krankenhaus. Ich sage der andere, passt ab, was ihr mit einem Kind Gottes tun. Das niemals dort missachten. Oder die andere Hand Verminheit blöd hangegute. Aber beide Antworten, wo meine Reife kommen, beide selbst Menge blöd hangegute. Ich bin gerührt, als ich das sage, ich sage im Namen Jesus, drehe ich diesen Fluch an, von da wo die Hand kommt, von da wo die kommt. Und geht mir im Schlauch holen, was das war. Ich ging den Oberst sagen, weit ihr werdet da hingehen haben. Wenn ihr weiter sagt, dann, die sind ein Lebensgefahr. Wir können ab Gott vertrauen, dass heute die Grenze sagt, auch dem Schleichsten, sagt er die Grenze. Und wenn er das will, dass sein Kind soll nur den Arm kommen, dann merkt er dem Feind, dass der ob. Oder die Menschen wird mit schlechter Aufsicht. Er macht, dass die Kinder, dort viele Menschen nur den Arm kommen. Und immer weiter. Je heeft dat seine Möglichkeiten. Die Wahrsager, die macht nur Gott horchen.
Biliam wordt der seinen Esel, der seine Eselkabel bewaart. Als hij met zijn Esel, wo hij immer weiter met geredet hat, al über viele Zeit hat er gebraucht, und der Esel hat ihm niemals im Stich gelassen, kommt er nicht mit derselben Esel, wo er in den Balak kommt, dann mit einmal bleibt der Esel stehen. Und er schlägt er. Und er in Zwan konnte er wieder gehen, und dann hat er auch noch zwei. Dann steht er weiter, dann schielt er weiter. Dann zum dritten Mal, wo der Esel stehen bleibt und heute verchillt, merkt Gott dem Esel das Müll auf, dass er reden kann. Dann sagt er, Esel, warum schlägst du mich? Ich habe die all so viel Söhne so lang gedeutet, und ich habe ihn niemals Damm gelehrt. Und warum schlägst du mich nicht? Und dann merkt Gott, auch Biliam die Ehe. Dann sitzt er dem Engel mit dem Schwert. Dann sagt der Engel zu ihm, wie der Esel nicht stehen geblieben, dann hat er die dem Kopf aufgeschlagen. Dann hat er die Deutsch gemerkt. Der Esel hat die Rat. Und hier, das Biliam, wenn es Geld, und wenn es ein Ete sich bekäupen leid. Redt die Bibel nachher im Neuen Testament, da war da noch Biliamiter erwähnt. Und die Biliamiter sind, die sich bekäupen lassen, wenn es ins Wort en reit sind, um mit schrootse Sachen zu tun. Oder mit ein Eten sich bekäupen lassen, dass sie Freunde waren mit Sachen, mit Menschen, wo sie nicht sollen Tipps hatten. Biliam macht Gottes Fall sehen. Und als Balla dort antwortet, sagt der Biliam, verschwind hier. Du kriegst keine Ehe von mir, du kriegst kein Geld, verschwind hier. Biliam kann nicht. Gott hat ihm den Stamm wahrgenommen. Gott hat ihm bestimmt, was er zu sagen hat, was er sagen kann. In Römer Kapitel 8, Vers 31, und mit dem Text möchte ich diese Botschaft aufschlitten. Da sagt er, wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? So, Leute, hier, du hast nichts zu verspielen, wenn du auf Gott vertraust, der ist, in dem du gehorsam bist. Du kannst bloß gewinnen. Du kannst bloß Frieden gewinnen, du kannst bloß Leben gewinnen, du kannst bloß das Leben der Fülle gewinnen. Johannes 10, Vers 10 sagt, der Feind ist gekommen, zwei zu merken, zu stieren, zu tranen, zu deilen, zu stehlen. Jesus ist gekommen, die das Leben der Fülle zu geben. Dort bedient so viel, dort das Leben überschälen, dort andere von dein Leben und nicht sich kriegen. Dort du Frucht bringen drehst, wo andere können kommen und die Frucht eten. Wo andere können kommen und von dieser Frucht, durch diese Frucht, was du bringst, was sie können. So entscheide dich doch, Jesus zu herrschen und mit ihm zu leben. So du kannst viel gewinnen dadurch. In die ganze Ewigkeit in Fried bei Gott leben. So all meine Sorgen bringen wir nur Jesus. All unsere Sorgen, all unsere Lasten bringen wir nur Jesus. Jesus gibt uns ein leichtes Leben. Sein Joch ist leicht. Sein Joch ist wunderbar. Und er lädt an, kommt nicht mehr. Kommt nicht mehr. En de groep wordt voor dat Leute zingen, all meine Sorgen bring naar Jesus. Laat ons beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein wunderbares Wort. Du großartiger Gott, herrlicher Vater, Rotgeber, du bist dort Licht, dort wir brücken. Du bist dort Leben, dort wir brücken. Herr Jesus, so viele Menschen, deine die, leven für die, leven met die en leven met diepe Frieden. Ook in schwere tijden veilen sie de innerlijke Frieden en Frieden. Herr, aber ook sind er immer weiter Söhne, die sich an Probleme abgehangen haben, oder sich im Leben verhärtet haben und vereuert haben, verbessert haben. Herr Jesus, horchst du auch auf ihre Gebete. Nu. Am Arm du ernt,
Mögt du dich jede twee, schenk je vrijheid en schenk je dat eeuwige leven met die. In Jesu naam beten we dat en we danken die. Allem voor u wat du met jeder einen deiner was. Amen. Al meine zorgen breng ik naar Jezus. Hij kon die los niet drauen allein. En meine Schwachheit, dat hij mij drauen. Hij zorgt voor mij met leiboser Schein. Al meine Sorgen bring ich nur Jesus. Hij kon die los nicht drauen allein. Al meine Sorgen bring ich nur Jesus. Jesus kon helpen, Jesus allein. All meine troubles bring ich nur Jesus. Hij is sein Freundlein, tolichen Fan. Wann ich am Frau dann, kämmt hij mich helpen. Merk von die troubles, ein gute Tag. All meine Sorgen bring ich nur Jesus. Hij kon die los nicht drauen allein. All meine Sorgen bring ich nur Jesus. Jesus kon helpen, Jesus allein. Schwachen versorgt mich, fehlt einen Heiland. Jesus blieb mit mir, denn hij steht mir bei. Ab Jesus kon ich mich ganz verloren. All meine Sorgen trägt hij für mich. All meine Sorgen bring ich nur Jesus. Hij kon die los nicht drauen allein. All meine Sorgen bring ich nur Jesus. Jesus kon helpen, Jesus allein. Wann diese Welt mich prüfte verleiden, wann ich versuchten, verbiestert sie, dann rück ich Jesus, hij kämpt mich helpen. Über die Welt jeft, hij mich den Sieg. All meine Sorgen bring ich nur Jesus. Hij kon die los nicht drauen allein. All meine Sorgen bring ich nur Jesus. Jesus kon helpen, Jesus allein. Jesus kon helpen, Jesus allein.